Buongiorno, oggi vi mostro come fare pizza a mano. Entschuldigt, ich war noch an der Vakanz. Willkommen zurück im ELEWAF Media Channel. Ich bin der Pol von der Guten und heute weiß ich wie ein Pizza-Nudeln mit den Händen mischt. Selber mischt, du hier mischt. Entschuldigt, ist der Videoqualität, es war ein Experiment und wir versprechen, dass es die nächsten Videos besser gehen. Den Dej ist relativ simpel zu machen. Das sei 600 Gramm Double Nullmehl, wo schon 250 Gramm Wasser, einen halben Teelöffel Salz und dann haben wir noch einen Doppellöffel Olivenöl dabei. Wir fangen nun heute einen kleinen Nachrand mitzumachen von mir und dann ein bisschen Olivenöl. Wie gesagt, einen guten Doppellöffel so. Dann und dann fängt man löser während dem Reden Wasser beizugehen. Und dann zu schütten, weil mein Task holen. Kann sein, dass der ein bisschen Wasser muss beimachen oder ein bisschen Mehl, weil all Mehl ist anders, dass all Mehl halt Wasser anders so und dann mit das Mehl da, ob es zu drischen ist oder zu nass. Weil das ist auch ein relativ drischen Dej, wie ihr gesehen. Und lo, wie immer, einen kleinen Dejball an der Schüssel zusammenformen. Und du kniet immer um dich weiter für gut 15 Minuten. Und da setzen wir noch Zeit schon und da können wir zusammen präparieren. Pizza Nudeln selber kennen aus der Toskana. Und das ist sich zwar früher für arme Leute, weil es ist Mehl und Wasser. Sich kannst du auch irgendwie Salz und Olivenöl machen und genau mal Nudeln danach. Und dann zusen sie mit Tomaten gemacht, wo sie am Wart hatten oder irgendwelche anderen zu so nach. Aber heutzutage findest du aber viele Restaurants auf der Quadrin. Und ich muss sagen, sie sind extrem lecker. So, jetzt geht es um Kneten. Für, wie gesagt, 5 bis 10 Minuten. Und wenn wir fertig gekniet haben, weil es ein bisschen smooth ist, wickeln wir mit Plastikfolien und dann lassen wir eine kleine Stunde stehen. An der Stunde wird Mehl ganz Wasser abgeholt und dann lässt sich noch viel mehr einfach damit schaffen, dass wir einfach Nudeln zu holen, das ein bisschen elastisch. Der wird einen Unterschied schon merken, wenn das selber daheim macht. Den Dej ist fertig gekniet. Ich habe just noch vergessen, so ein Dateirezept, das gibt 4 bis 6 Portionen. Das heißt, du kannst es schaffen, wenn die Mannerlei kocht, dann 300 Gramm Mehl, 125 Milliliter Wasser. Den Dej ist gekniet, wird angewickelt und dann stellst du diese Zeit in die Küche. Du lässt den eine Stunde rühren und in der Zeit können wir Soße präparieren. Fangen wir mit der Soße. Ich meine eine ganz einfache Tomatensoße heute dabei. Dafür habe ich ein Gräbchen voll Basilikum, 400 Gramm Tomaten, das ist ganz egal, welche Tomaten da benutzt. San Marzano, die normal, kleine Rund, Tomaten 400 Gramm Tomaten. 14 Knödel, die schälen sie und schneiden sie da halt schon durch. Und dann zum Schluss wünsche ich raus. Vielleicht ein Guss Straschbein oder 2 Medianer, wenn ich ganz raus. Ich nun mit einem guten Schutz Olivenöl, also wirklich genug, dass der warm wird. So, dann der Basilikum. Probieren wir relativ klein zu schneiden, dass den Frucht noch schön oder Soße möchte und der ganze gut verliert. Und die könnt direkt so an den Öl. So, können wir drei Sterne wirklich das Öl warm ist. An der Zeit schälen wir den Knödel. 14 Knödel, wie gesagt. Und dann mit dem durchschneiden. Und auch ran an den Öl. Die lösen wir los für so lange Boden, bis das die Tomaten geschnitten werden. Okay. Tomaten. Bei mir kleinen Tomaten braucht das klingt nicht unbedingt aufzuschneiden, außer stärdig.
wirklich viel, da kann ihr das ruhig machen, für die Heulen ist ganz okay. Schneiden sie Feierens und dann kann damit durch. So, und die werden dann nur und dazu schön zergehen, der Tisch, du werden kein Dickstecker Tomate mit dran. Aber wenn der mit größer wird, dann schneidet er sie eben mit kleinen Stecker. Und dann, ja, schneiden wir Tomaten, könnt ihr das dabei. Und dann müssen wir das aber auch eine halbe Stunde bis eine gute Stunde köcheln, dass das alles schön zergeht, dass all die Gurken sich da bis vermischen. Knödel wird bis 5, Tomate sind geschnitten, machen wir die auch dabei. Müssen Lappen fallen, brauchen wir nicht mehr. Machen wir mit der Hand, mischen wir. So. Ein aufmachen. Nun lassen wir das ganz bei einer niedrigen Temperatur eine gute Zeit zu gehen. Ich gehe so eine halbe Stunde bis eine Stunde, bis das Nudeln fertig sind. Dann ist das normalerweise auch gut. Heiß rühren und dann wie immer schmecken. Bis Salz, bis Pfeffer. So. Pfeffer kann nur. Wenn du siehst, dass Tomaten sich ein bisschen zersetzen, kann man schmecken, gucken, was fehlt. Ein bisschen, kannst du noch ein bisschen gedrückten Oregano dabei machen oder was nicht noch alles. Und dann, ja, du wenn man sich noch das Tisch Bretter ist eine halbe Stunde und dann wollen wir wie man Nudeln machen. Wie ihr seht, die Tomaten sind schön zerfallen. Geht ein gut Soße hoffentlich. Eine Stunde sind. So, du brauchst mal ein bisschen Platz sein. Und den Tisch schneide ich ein bisschen durch, dass mir einfach damit umzugehen. Komm so. Denkt dran, den Rest von Tisch immer anzupacken, dass die nicht verdrischen. Und wenn du vergisst, war den Tisch kann ruhig und da am Vierhaus machen und dann am Frigo lassen. Wir lassen nicht mehr lang, also machen nicht mehr die 24 Stunden am Vierhaus. Sonst lässt sich nur nicht mehr gut damit schaffen. Heute habe ich eine Schüssel mit Reismehl. Du kommst Nudeln daran, dass wir das nicht passen. Können doch normal Mehl holen, ich fand das Reismehl besser funktioniert dafür. So, den Tisch, dann machen wir Nudeln. Voilà. Das ist wieder hier. Wir rollen das Ganze so aus. Ob einen halben Zentimeter ungefähr, zwischen einem halben Zentimeter und einem Zentimeter. Wenn das stark sieht, könnt ihr doch mit den Händen machen, aber gegen Schwunden. Wir schwunden den Leber aus. Also Form ist egal, wir schneiden noch nur die extra Streifen. So. Aber wie ihr seht, man die schlägt schon gut schaffen, der Pest nähern zu mir. Und das ist relativ elastisch, wie ihr seht. Das ist das, was die Sturmwaden hier ausgemacht wird. So. Sind wir heute? Ja, einen halben Zentimeter auf verschiedene Plätze. Einen Zentimeter, das geht schon. Stellen wir den so hin auf 4 Misch. Und da fangen wir an Streifen zu schneiden. Und auch die Streifen gingen so ungefähr 1 Zentimeter breit. Das ist nicht mega wichtig, mehr. Probiert sie böse konstant zu haben. So endlich zu den Nudeln, wenn es den daheim seht. Gut, steck dich. Man holt das ein bisschen rund. So. Und dann fängt man damit an, mit gestreckten Fingern. Und dann ziehen wir los nach draußen. Am Anfang dauert es vielleicht ein bisschen, bis das Gefühl dafür hat. Und dann sieht auch die Platz. Also, sie können gleichmäßig schnudeln. Sie sollen auch nicht gleichmäßig, sie sollen ein bisschen Textur haben. Deckt, mehr dick wie ein Spaghetti. Nur nicht zu dick. Sie sollen nicht so ausgesehen. Wie ging schon 3 mm am Durchmesser, vielleicht 4. So, probiert ein bisschen gleichmäßig rein. Ihr könnt ja die da einzeln nur schaffen. So. Und nun hat hier Schnüttel. Machen Sie ein Kern Mehl, ein bisschen bestäuben. Könnt das da legen und dann könnt ihr die nächste auch drauf legen, dann passen die nicht zusammen. Und das hier machen wir einen gefüllten 300 Mol. Bis die ganzen Tisch verschafft das. Mit ein bisschen Hilfe von meinem Kameramann als Gehilfe
man zusammen Nudeln ausgeholt, das tun ist nur Talschen von dir und ich ging so, und das geht auch gut, wie der Gesitze passt noch nicht ohne Nähen und so eine richtig gut Rolle bloß so noch nicht Holz gepasst nicht, weil man den Dich eben ein bisschen gut bloß und also schön elastisch geht dann alles, da sieht die Halle relativ gut. An meiner Küche habe ich einen großen Tippe mit gesalzenem Wasser am Kochen, schon mal keinen Platz. Wir müssen die für 5 bis 7 Minuten kochen. Ich ging sie nur 4 Minuten, 5 Minuten ging ich dann geschmeckt, gucken wie lange es noch brauchen. Und dann machen wir es mit ganz bisschen Pasta Wasser, also das Wasser, wo wir es dran kochen. Und Tomaten, rühren senken und da sind wir schon so weit. Meine Nudeln haben für 6 Minuten gekocht. Ich hole sie heute direkt aus dem Wasser. Und mit Sauerei machen wir immer. Rüber an meine Sauce. Und dann machen wir ganz ein bisschen vom Nudelwasser dabei, eben, indem wir es so gekocht haben, verrühren wir das Ganze, bis die Nudeln schön voll mit Sauce sind, wie auch immer. Und das ist mal fertig. Servieren, für Beauty-Shots machen, für das Video. Und endlich ist Nudeln sind aus dem Wasser, dann haben wir noch Nudellöffel dabei. Rühren wir und dann gucken wir vielleicht noch ein bisschen vom Nudelwasser brauchen oder Toast flüssig genug ist. Mehr schwenken. Hier ist das ganz Teil umgesagt. Hast genug Toast drauf. Ich garniere das Ganze noch mit ein bisschen gedrücktem Oregano. Und das ist mal fertig. Wir sind zufrieden damit. Das ist genug Salz, Pfeffer, ich muss gleich beimachen. Der kann natürlich auch ein normales Sauce dabei machen oder ein Bolognese oder ein Cacio e Pepe, Pesto, das ist egal. Ich will eine frische Tomatensauce dabei machen. Ich habe auch gesehen, dass das nicht schwer ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr das selber macht, mal ein Foto, taggt mich vielleicht dran, wenn ihr wollt. Viel Spaß beim Nachgucken. Und eine gute.